Hallo und herzlich willkommen da zurück bei mir auf meinem Kanal. So, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich habe so eine kleine Anspielung gemacht bei meinem kurz angespielt vom Spiel, das ich letztens aufgeladen habe. Wie ihr könnt erkennen, es ist von Ubisoft. Gut, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass ihr wahrscheinlich das Intro schon ein paar Mal gesehen habt in den letzten paar Tagen. Es handelt sich um Far Cry 4. So, und wieso dass das ein Zeitchen gegangen ist, bis das Let's Play gekommen ist ganz einfach. Ich habe mir eine neue Grafikkarte gekauft. Die ist mittlerweile drin. Und wir starten doch gerade mal ein neues Spiel auf normal natürlich. Hallo? Wir sind doch da keine Luschen. Ich starte jetzt mal ein Offline-Spiel. Ich will das jetzt als Singleplayer-Kampagne durchspielen. Und wir lassen uns doch jetzt einfach mal überraschen, was auf uns so zukommt in Kyrat. Dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Intro. Geniesst es ist wunderbar gemacht. Ich habe noch nicht allzu viel gesehen vom Game. Ich habe vielleicht etwa eine halbe Stunde gegamet. Also dort, wo ich es kurz angespielt gemacht habe, habe ich nachher nicht mehr wieder gespielt. Einfach nur, damit ich genauso überrascht bin von dem Spiel wie ihr dann auch. Mr. Gale, ich bin Chad Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwarey Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass für dieser Sturm. Dein Pass. Atmen. Lass mich reden. Passport. जल्दी Was ist los? कहाँ से आ रहे हैं? पटना बॉस पटना पटना में क्या परवाह है तो बाढ़ में क्या लेकिन हमारी रेंज में मैंने कहा आज में क्या कुछ है अभी तक कुछ नहीं कोई बात नहीं बॉस कोई बात नहीं ले लो जॉब मिल गया कुछ मिल गया हेलो निकलो रुको साले
Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Du hattest einen scheiß Job, den hast du versaut. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... Jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Hm? Deine +1? Starker, steller Typ, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerft sie sich. Als süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell ein Foto. Guck in die Kamera, lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge. Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich hab mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen's richtig krachen. Should I stay or should I go? Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyratier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Depleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan Min. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Oh, das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Hm? Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter andererseits, sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits, nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also, als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfad.
Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei A.J. Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simst um Hilfe. Man simst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los. Na los. Schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe. Du musst es glauben. Hilfe. Nutzt dein Zwerchfell. Hilfe! Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terroristen, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Jo, und damit geht unsere Reise in Far Cry 4 los. Ich finde, das Intro ist exzellent gemacht. Jetzt stellen wir mal zuerst ein bisschen Stutz ab. Also den Teil von Far Cry kenne ich schon ein kleines bisschen. Da liegt noch ein Brief. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, wenn man die liest. Da geht es um die verstärkte Aktivität vom Goldenen Pfad. Da wird, ich lese es jetzt euch nicht vor, weil klar, es ist irgendwie vielleicht wichtig für das Game. Ich weiß es nicht, bin mir nicht so sicher. Ich finde es ein gutes, wirklich ein geniales Future, was uns da bietet mit diesen Briefen, die überall rumliegen. Und erklärt uns auch die Hintergrundstory. Wenn ihr es trotzdem gesehen, ja komm, dann schauen wir schnell den Brief an. Und wir jetzt ja mit dem Vorlesen habe ich es nicht so, aber ich probiere es trotzdem. Wir vermelden einen Anstieg in den Aktivitäten des Goldenen Pfades in der Gegend um Banapur. Wir haben als Reaktion auf die abgefangenen Waffen und Nachschublieferungen, die vermutlich für den Goldenen Pfad bestimmt waren, unsere Präsenz in allen Standorten entlang der Südgrenze verstärkt. Alle Konvois und Patrouillen sollten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt werden und auf terroristische Aktionen gefasst sein. Sergeant Misra abbrechen. Mach ich doch. Gut. Soviel zu dem Thema. Da haben wir, glaube ich, vorher noch einen gehabt. Also da ist sicher noch einer. Nein, jetzt bin ich schon fast ein bisschen verwirrt, obwohl es da eigentlich nicht einmal so gross viele Möglichkeiten gibt, wo man könnte durchgehen. Naja, dann gehen wir einfach mal den Weg entlang. Also jetzt momentan ist es so, wir müssen ja irgendwie von da entkommen. Weil der Typ, habt ihr vielleicht gemerkt, hat leicht Eis an der Schüssel. So ganz wenig, ganz subtil. Und naja, ich meine, es gibt vielleicht Leute, die finden das ziemlich cool, ich eher weniger. Und ich glaube, unser Protagonist da in diesem Spiel auch. So, weiter geht's. Glockenturmsender. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Versuch gab, die Sendungen vom Glockenturm in der Nähe von Banapur zu sabotieren. Aus diesem Grund werden alle Glockentürme von nun an bis auf weiteres bewacht. Es ist unerlässlich, dass die Botschaften unseres großen Führers in ganz Kyrat empfangen werden. Möge Pagan Mins Licht sie alle erleuchten. Das Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Boom. Wunderschöner Text. Was er so genau bedeutet, werden wir wahrscheinlich im Verlauf des Spiels erfahren. Wir kennen es ja ein kleines bisschen aus Far Cry 3, wo wir ebenfalls haben müssen so Funktürme, ja, ich würde jetzt nicht sagen freischalten, aber so eine Art übernehmen. Jetzt haben wir da weitere Briefe.
lesen wir mal da schnell durch. Reisedaten Mr. Paul Herman, wie auch immer. Flug Minneapolis, St. Paul nach Patna, Indien. 2 Stopps, Gesamtreisezeit 27 Stunden, 45 Minuten. Nicht schlecht. Das sind ein paar Flugdaten, bla 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 bla. Wir sind natürlich Business Class gereist, weil, wie wir so wissen, alle die Leute, die irgendwelche Games, Filme oder Serien vorkommen, sind meistens reich. Nein, das ist jetzt einfach mal so dahergeregt gewesen. Ich habe ja keine Ahnung, wer das wir sind und was wir sind und wieso dass wir da sind. Ich denke, das werde ich mir früh genug noch erfahren. Das sind einfach noch die paar Konditionen, die wir sicher alle auch schon mal gelesen haben. Wenn wir mit einem Flugzeug unterwegs sind. Die Tickets sind vom Umtausch ausgeschlossen und nicht übertragbar. Namensänderungen sind nicht erlaubt. Die Fluglinie kann zusätzliche Gebühren für aufgegebenes Gepäck und andere optionale Sonderleistungen erheben. Die Flugpläne und Terminals können sich kurzfristig ändern. Ja, so ist das eben. Jetzt haben wir da ein Foto von einer jungen Dame. Lesen wir doch da mal. Arbeite nicht so viel. Hi Daddy, ich hoffe, du amüsierst dich in Dubai. Mama sagt, du fusionierst da 2 Banken oder so. Aber ich hoffe, du musst nicht zu viel arbeiten und hast Zeit, dich umzusehen und shoppen zu gehen. Ich habe doch bald Geburtstag. Ich hab dich lieb, Ashley. Okay. Also wird die junge Dame dort Ashley sein, vielleicht Tochter vom leicht beknackten Typ von vorhin, wer weiß, ich weiß es nicht. Da haben wir ein paar, sind das Decken und keine Ahnung was, hui, wir tragen die Händchen. So, geht es da mal weiter. Das wird jetzt wahrscheinlich so eine Art Teil von einem Tutorial sein. Ich gehe jetzt mal einfach schwer davon aus. Hallo zusammen. Lass uns mal zurückspulen, weil ich will, dass du ganz genau verstehst, was ich will. Also, weißt du, warum du hier bist? Gut. Du bist goldener Pfad, alter Oberst. Erinnert mich irgendwie an eine Elektrotherapie nach einem Unfall. Aber ich glaube, das tut um einiges mehr weh. Und die Leute sagen, ich wäre einfach... Wie auch immer, da hat es eine Tür und sehr wahrscheinlich führt die raus in die Freiheit. So wie ich die Games kenne. Und, so viel darf ich verraten, ich habe sie schon gegamed, also so weit bin ich auch schon gewesen. Es führt in die Freiheit, mehr oder weniger. AJ Gale. Ausspioniert hast. Mein Name ist Sabal. Woher kennst du... Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Goldener Pfad. Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Nur von... Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Mocha. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Ich habe ein Meeting, ich kann gerade nicht. Darpan würde es verstehen. Ja, du weißt... Nun bleib bei mir. Hier ist. Wir haben einen neuen Kunden und ich bin unsicher, ob... Nein, man hat uns bemerkt. Zur Tür! Beeilung! AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell wie du kannst. Verstanden? Ja, verstanden. 1, 2, Okay, dann machen wir doch das. 3. Gehen wir rüber zum Truck. Machen wir doch das. Bei meinem ersten Versuch bin ich auch schon drauf gegangen. Bei meinem kurzen Anspielen von dem ganzen Spiel da. Wir säckeln jetzt einfach mal da durch. Und anscheinend funktioniert das auch recht gut. Ich habe das letzte Mal ein bisschen anders gemacht. Ich bin einfach stehen geblieben. Das war ziemlich lustig. Nicht. Da kommt auch schon ein Elefant durch die Tür gerannt. So, jetzt sind wir da unterwegs auf dieser schönen
Festhalten! Jetzt muss man sich doch mal... Aber jetzt bin ich explodiert. Spontan explodiert. Kennt ihr das? Wow, Scheiße, wo bin ich? In einem Dschungel. Musik? Was ist das? Meine Händchen. Push. AJ, wenn du mich Da hörst, liegt einer. antworte. Wow, der ist von AJ einem Baum Gale. erschlagen worden. Klar. Antworte bitte. Krasse Sache. Das Messer liegt da. Darf ich das Messer nehmen? Nein, nimm das Messer. Nimm das Messer! Hallo? Kyra sei Dank. Hier ist der Ball. Wo bist du? Keine Ahnung. Fuck. Der Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Also rüber zum Turm. Okay. Du packst das schon, AJ. Okay, dann gehen wir rüber zum Turm, würde ich mal meinen. Grundlagen des Schleichens. Oh, jetzt muss ich mich kurz schnell komisch kratzen da. Sorry, dass ich gerade so komisch ins Mikro reden, aber es hat mir gerade schnell spontan besser. Ihr kennt das bestimmt. So, die Entdeckungsanzeige füllt sich, wenn Gegner im Begriff sind, dich zu entdecken. Ist sie vollständig gefüllt und blinkt, wurdest du entdeckt. Drücke T, um einen Stein zu werfen und Gegner abzulenken. Drücke C, um in die Hocke zu gehen, so verminderst du deine Sichtbarkeit und verursachst weniger Geräusche beim Gehen. Ist klar? C, C. Gut, weiter geht's. So. Und wie es der Zufall so will, weiss ich ungefähr, was da durchgeht. Ich sage jetzt einfach mal durch, in der Hoffnung, dass sie mich nicht sehen. Ja, es hat funktioniert, wunderbar. Das ist schon nicht so schade. Danke. So, jetzt müssen wir da schwimmen. Ja, ich weiss, ich tue so, als hätte ich das schon 10.000 Millionen Mal gegamet. Habe ich natürlich nicht. Aber das Tutorial habe ich schon durchgespielt. Und wir können extrem lang unter Wasser bleiben, habt ihr gemerkt? Hier läuft ein Mörder rum. Ja, so ist das eben. Das sind, keine Ahnung was für Viecher. Oh, da liegt etwas. Das nehme ich doch. Dankeschön. So, Köder. Halte E, um ein erlegtes Tier zu erhalten und einen Köder zu erhalten. Also da mit dem Hüten, da haben wir ja schon gekannt vom Far Cry 3 her. Aber jetzt bekommen wir doch noch einen Köder dazu. Wir können gucken, fischen. Nein, natürlich nicht. Ja, das heisst so mehr oder weniger etwas in dem Stil, ein bisschen etwas Ähnliches. Öffne das Waffenrad, indem du 1, 2, 3, 4 Code gedrückt hältst und wähle den Köder mit Maus. Wirf den Köder mit die Maustaste, um Raubtiere anzulocken. ESC zurück. Machen wir doch. So, also. Sehr wahrscheinlich werde ich jetzt das natürlich gerade brauchen können. Dann schaue ich mich da ein bisschen um und siehe da hat es einen Köder. Ich nehme doch mal den Köder. Vielen Dank. So, jetzt gehe ich da doch mal in die Hocke. Ich muss natürlich jetzt momentan ein bisschen aufpassen, ich habe ja noch keine Waffen, gar nichts. Wirf Köder, um Raubtiere anzulocken, um bei deinen Gegnern für Chaos zu sorgen. So, wieso denn nicht gerade da in die Mitte rein? Und wie wirf ich den schon wieder mit mittlerer Maustaste? Ich habe zwar keine Anzeige, wohin das er fliegt, aber er fliegt etwa dort einen, wo ich hier gezielt habe. Oh, der hat mich jetzt fast gesehen. Warum kannst du nicht rausgehen? Da ist jetzt natürlich ein bisschen ungut gewesen. Mal schauen, ob da noch ein zweites Viech kommt. Ja, es kommt noch ein zweites Viech. Aus dem Nichts natürlich, ist ja klar gewesen. So, jetzt reißt doch der endlich in Stücke. Danke. So, und jetzt gehst du bitte auf den los. Genau so macht man das. Genau so macht man das. Dankeschön.
So, und jetzt wäre ich eigentlich froh, wenn der Bär langsam aber sicher noch verschwinden würde. Aus dem einzigen Grund, weil ich würde gerne den hier hüten, wo die netterweise für mich umgelegt haben. Jetzt gehe ich mal da vorsichtig runter. Das letzte Mal bin ich bei dem Versuch, wie sagt man dem so schön, gestorben. Mal schauen, wie intelligent das der Bär ist. Anscheinend nicht sehr. Weil ein richtiger Bär hätte mich schon lange entdeckt. Aber ich wollte jetzt da noch nichts bedingsen. Sagt man so schön. Wo ist jetzt dem seine Waffe? Da ist seine Waffe. Also Dankeschön. Dann tun wir den noch schnell durchsuchen. Gut. Wir haben noch Zigaretten bekommen und ein bisschen Geld. Wieso auch nicht? Geld ist immer gut. So, jetzt sagen wir da weiter. Gehen wir doch da mal links durch, oder? Ich meine, es ist schon ein Open-World-Game. Wieso auch nicht dann links durchgehen? Zack. Rauf da. Kamera. Drücke Y, um deine Kamera zu zücken und wegzustecken. Ziele mit Maus und zoome mit Mausrad auf Gegner und Tiere. Die Kamera markiert sie und verfolgt ihre Bewegungen selbst durch Wände hindurch. ESC zurück. Gut. So, also da kann ich da mal... Nein, nicht den habe ich eigentlich drücken, genau. Also, wir sehen da ein paar Leute, die da hängen. Sehen wir noch mehr Leute. Da oben müsste eigentlich noch einer sein, das weiss ich jetzt gerade so per Zufall. Nicht weil ich irgendwie einen Wallhack habe oder so, sondern weil ich es ganz einfach schon mal gespielt habe. So einfach ist die ganze Geschichte. Jetzt kann ich da noch mit der rechten Maustaste kann ich da die Legenden öffnen. Mit Schützenhilfe rufen, ja, nochmal. Passiert natürlich nichts. Dann E-Interface ein- und ausschalten und da ist Zoomen. Alles klar, habe ich gecheckt. Aber der Weg ist nicht für mich. Ich gehe da wieder zurück. Weil, darum. So, da runter. Jetzt versuche ich da irgendwie unten durchzukommen. Das ist ein schlechter Weg, würde ich mal meinen. Da muss ich wahrscheinlich ganz unten durchgehen, um auf die andere Seite rüberzukommen. Weil ich weiss, per Zufall hat man so ein Vögel zwitschert, dass da ein einzelner einsam auf einem Stühle sitzt. Das muss ich dann aber gleich mal... Was ist das? Schützenhilfe rufen. Mit V anscheinend. Aber interessiert mich momentan weniger. Was mich viel mehr interessiert ist, wie komme ich da weiter? Ich weiss es. Schau zu und staune nicht. Oder so. Also, schleichen wir uns an da. Jetzt schleichen wir uns doch an. Hey, habt ihr die geile Animation gesehen? Mach das nochmal. Mach das nochmal. Abgedrückt. Die bewegen sich, wenn ich durchlaufe. Voll geil, oder? So, wo bin ich? Da bin ich. Hallo. Dann geht's da hoch. Oh, der Vogel wollte ich. Ja, schade. So, dann klettern wir mit der Leertaste. Ja, ich gebe das Ganze natürlich mit der Tastatur, würde ich sagen. Kann man da auch hinlegen? Nein, man kann nicht hinlegen. Und man kann nicht da rauf, anscheinend. Ja, doch. Das meine ich dir doch nur. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen unvorsichtig gehandelt. Da. Ja, da ist er, jawohl. Ja. Lass mich da durch, bitte. So nämlich. Jetzt muss ich da gerade einen auftauchen. Da ist er. Gib mir deine Munition jetzt. Ja, jetzt muss ich die noch schnell kaputt machen. Natürlich nicht kaputt machen, sondern einfach tot machen irgendwie. Soll ich das machen? Natürlich mache ich das. Jetzt kommen wir da aufs Dach rauf. Wir sehen es ein bisschen weniger, aber wir sehen sie besser.
Headshot! Abschaum! Los! Bewegung! Irgendwo klettert jetzt da rauf. Ich werde dich umbringen! Wirst du das wirklich machen? Bin ich mir im Fall nicht einmal so sicher, Ich gell? werde dich umbringen! Jawohl! Nur wo bist du? Wo bist du? Stirb schon! Ja, nein. Wagt ihn! Du da! Stopp! Stopp! 2 Schüsse. Ernsthaft? 2 Schüsse. Tja dann. Können wir wieder aufstehen, wenn das so ist. So, jetzt tun wir den mal zuerst durchsuchen da. Was hat der gehabt? Alter Porno, Munition für Faustwaffen. Wir haben zwar noch keine Faustwaffen, aber... schau mal, was ist das da? Wenn ich gar nicht gesehen. Zur Erinnerung. Sie arbeiten für mich, um mir starke und gesunde Bestien zu liefern. Meine Untertanen kommen nicht nach Shanat, um zu sehen, wie schwache und gebrechliche Tiere den Gnadentod empfangen. Sie wollen unterhalten werden. Sie wollen, dass es zwischen 2 gleich starken Gegnern zu Blutvergießen kommt. Und sie wollen ihr Geld verlieren, aber trotzdem zufrieden nach Hause gehen. Entweder liefern sie mir Tiere, die eines Turniers in Shanat würdig sind, oder sie werden die Zuschauer in der Arena demnächst persönlich unterhalten. Lang lebe König Min, Nore. Alles klar, Nore. Schön haben wir miteinander geredet. Also nein, schön habe ich von dir gelesen, so muss ich vielleicht eher sagen, formulieren. Jetzt hier eine Kiste. Kiste wird auf der Karte mit diesen Diamantensymbolen angezeigt, wie wir da gerade gut sehen können. Da haben wir noch Munition können aufnehmen. Was ist mit dir? Kann ich von dir auch noch ein bisschen etwas haben? Dankeschön. Und da haben wir da noch etwas. Hallo Kätzli. So, dann hätte ich da noch Plastikdinger und noch ein bisschen Geld. Ich muss sagen, es ist genial animiert. Absolut genial animiert. Hey, ich muss also... Ich meine, schaut auf die Uhr. Wir spielen jetzt seit etwa 30 Minuten. Und ich bin jetzt schon restlos begeistert. Das ist ein absolut wunderschön dargestelltes Spiel. Und ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich aus Versehen anscheinend V-Sync eingeschaltet habe. Das ist natürlich schlecht, weil das limitiert meine Frames. Gar nicht so gern. Aber ja nun, was soll ich da dazu sagen? Ups. Nein, gang weg. Ich kann eigentlich etwas ganz anderes wählen. Und zwar Control habe ich drücken, um mich heilen. Ja, dann nehmen wir schon mal Kugeln raus. Und dann läuft das wieder nämlich mit uns zwei da. Ja, ich hätte natürlich auch den Leopard dort können befreien, aber ich kann es nicht machen. Nein, ich kann es nicht machen. Wenn ihr jetzt fragen wieso? Oh, Trollenkönig. Oh, du Weise, wieso hast du das nicht machen? Ganz einfach. Ich weiss nicht, wie gut das die Waffe, die ich jetzt da im Moment habe, wie gut das die gegen wilde Leoparden schützt. Jetzt gucken wir da mal. Bam. Da hat's Fisch. Sind euch das hier? Ich will dich. Ich will dich. Anscheinend kann man auch nicht fischen. Muss ich mich zuerst mal da wieder ein bisschen orientieren. Orientifizieren. Orient trifft es eigentlich. Bist du beschäftigt? Stört's, wenn ich dich anrufe? Du bist wirklich ein guter Zuhörer. Ja. Also, ich bin nicht böse wegen dem Krabbenrangoon. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack. Aber es würde dich freuen zu hören, dass ich den Koch wegen seiner Inkompetenz hinrichten ließ. Oder was, seine Familie? Naja, wie auch immer. Nächstes Mal gibt es mehr Auswahl. Nie wieder werde ich einen scheiß Fernsehkoch entführen. Okay. Also anscheinend hat ein Fernsehkoch für uns gekocht. Aber da wir natürlich sehr unfreundliche Gäste sind, haben wir es einfach nicht aufgegessen, unser Essen. Weil, ich meine, klar, es ist zwar eine sehr nett gemeinte Einladung von unserem Kollegen, Freund, wer das auch immer war. Aber sind wir nicht auch der Meinung, dass das ein bisschen zu viel des Guten war und wir die
Einladung gern ausgeschlagen haben. Platz nicht. Jetzt ernsthaft. Hey, sag mal, wie lange brauchst du zum Nachladen? Die Viecher so hure Höcke schlagen. Ich will das Viech jetzt noch schnell holen dort. Ich glaube, wir sollten da noch ein kleines bisschen Munition haben, genau. So, jetzt endlich, danke. Naja, wieso verschwende ich so viel Munition, will ich euch jetzt gerade fragen, kann ich euch gerade sagen, weil ich weiss, wie es weitergeht. Jo. Und zwar weiss ich ganz genau, dass wir nachher Munition in Hülle und Fülle werden haben. Und jetzt ist plötzlich das Schaf da oben verschwunden, das macht aber gar nichts. So, wir haben den Checkpoint erreicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir rechts durchgehen. Was, glaubst du, ein bisschen ein schwierigerer Weg ist? Oder wenn wir geradeaus gehen? Ich wäre für geradeaus, das heisst, wir holen uns ein bisschen Anlauf, springen und BAM! Ja, okay, jetzt fast natürlich runter. Was haben wir gerade räuspern, das ist gerade so knapp gewesen. Nein, natürlich nicht, ich bin noch immer ein kleines bisschen verkältet, wie ihr vielleicht an meiner Stimme hört. Hallo, hi, wirf Seil, danke. Ja, komm, gib. Halten, um zu klettern. So, dann machen wir doch das. Mit linker Maustaste tun wir steigen, mit rechter tun wir sinken. Und mit Leertaste tun wir gumpen. Jetzt ist die Frage, ist das gescheit, wenn wir gumpen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht. Es ist mir eine Ehre, Sohn des Mohan. Es überrascht mich, dass du es ganz alleine hierher geschafft hast. Sabal wartet in der Nähe des Turms auf dich. Okay. Dann denke ich, werde ich wahrscheinlich mal da weiter müssen. Ist jetzt das gerade ein Checkpoint gewesen, oder ist das kein Checkpoint gewesen? Ich habe irgendwie gerade mich nicht darauf geachtet. Und bevor ich jetzt da weitergehe, wollte ich jetzt gleich einmal schnell, ich hoffe, ich gehe jetzt da nicht runter, wollte ich mal die Aussicht da geniessen. Ich muss sagen, der Kauf von dieser Grafikkarte hat sich absolut gelohnt. Ich meine, zieht euch das rein. Jetzt kann man ja da das Dings mit E wegmachen. Dann kann man einfach mal die Aussicht geniessen. Die Details, die in diesem Game innen stecken, das ist, ich will jetzt nicht gerade sagen überwältigend, aber nahezu. Sehr nah dran. Ich weiss, als ich zum ersten Mal da durchgekommen bin, ich habe ja dort meine Grafikeinstellungen auf niedrig gehabt, und ich im Nachhinein müssen feststellen. Hat das bei weitem, es hat zwar genial ausgesehen, aber bei weitem nicht so genial wie das jetzt gerade. So wie auch immer. Ich halte mich da wieder mit so Kleinigkeiten auf, die völlig irrelevant sind. Hey, zieht euch das rein. Da ist irgendeine arme Seele Monate oder Jahre lang dran gesessen, um da Schrift draufzubringen mit so schönen Zeichnungen. Zieht euch das rein, wie detailliert alles ist. Das ist nicht einfach nur irgendwie keine Ahnung was. Nein, das ist effektiv. Das hat irgendjemand müssen programmieren, zeichnen, schreiben. Das ist, also, ich habe gemeint, ich habe mal etwas darüber gelesen gehabt, und zwar habe ich gemeint, ich habe gelesen, dass Ubisoft, wo das Ganze losgegangen ist mit dem Programmieren von dem Game oder mit der Herstellung von dem Game, hat Ubisoft also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gemeint, ich habe es so gehört, das sind ja Gebetsflaggen, oder wie man dem soll sagen, haben sie dazu aufgefordert, solche zu entwerfen, sie hätten dann einschicken. Und ja, wahrscheinlich die Besten oder alle, ich weiß es nicht, haben sie dann übernommen. Um hier im Game zu verwenden. Und ich muss sagen, ich finde das einfach absolut genial.
Es ist nicht einfach nur lieblos irgendetwas, sondern sie haben alle verschiedene Formen, verschiedene Farben. Klar, ich meine, die Farben wiederholen sich, ist ja klar, das ist auch im realen Leben so. Aber wer schon mal Bilder gesehen hat, zum Beispiel vom Mount Everest Base Camp, der weiss, dort hängen solche Teils. Und die sind zerfledert vom Wind und vom Wetter und genial. Ja, wie Kleinigkeiten einem können freuen. Das ist unglaublich. Ja, wie auch immer, jetzt müssen wir da reingehen. AJ, du hast es geschafft. Zu dem Typ da, kann ich sagen, Sally. Warum hilft ihr mir eigentlich? Du bist der Sohn von Mohan Gale. Vielleicht So. weißt du es nicht, aber der Name hat großes Gewicht in Kyra. Vor allem für den goldenen Vater. Ob diese Soldaten noch nach mir suchen? Paganini, alles dran setzen. Jetzt weiss ich schon, so per Zufall, dass ich da oben wahrscheinlich die beste Aussicht wird haben, für das, was jetzt noch kommt. Nämlich werden wir jetzt gerade angegriffen. Also, wir müssen hier den Glockenturm verteidigen. Das war ein bisschen zu langsam anscheinend. Also, es spielt ehrlich gesagt keine Rolle, was wir da jetzt gerade am machen sind, weil ich weiss, dass nachher eine Lawine kommt. So viel kann ich schon mal spoilern. Es wird nämlich nicht mal so lange gehen, bis die kommt. Können wir da ein bisschen verteidigen? Wo ist der, der von uns schiesst? Wo bist du? Ah, da eine. Der fährt gerade ins Haus rein mit seinem Gefährt. Ah, die sind natürlich da oben und da hinten. Da können wir doch wechseln. Idiot. Dort. Dort sehen wir ein schönes Tier. Ein Schneeleopard wird das sein. Da kommen schon die nächsten. Lawine! Lawine! So, da kommt eine Lawine. Ich weiß nicht, ob das etwas bringt, wenn ich mich jetzt da... Oh. Ups. Ups! Ich habe gefailt. Und wie ich gefailt habe, jetzt würde ich aber gerne noch schnell... Ja. So, jetzt kann ich wieder da zu meinem Platz laufen. Was ich eigentlich machen wollte, war das da. Das ist ein Wurfmesser, das sind Granaten. Ich hätte gerne Granaten. Das sind Lawine! In Deckung! Deckung. So. Jetzt haben wir es geschafft. Danke Spiel, dass du mich nicht mit dem Tutorial aufhaltest, wo ich jetzt 1000-mal wieder hätte müssen von Anfang an spielen. Der Teil. Sondern dass du schnell vorangehst. Ist nicht selbstverständlich. Ich bin schon mal in einem anderen Game im Tutorial hängen geblieben. Ernsthaft. Weil ich zu blöd war. Aber ist jetzt gleich. Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Das ist doch gut so, oder? So, der Prolog ist beendet. Ich würde sagen, das ist doch die geniale Zeit, um einen kleinen Schnitt zu machen da. Wir sehen uns beim nächsten Teil von Far Cry 4. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann. Bye bye.